Ein Mann, der als Gärtner arbeitet hat, oder mit Planten, der hat irgendwann von gehört, wenn man zu den Planten redet, dass der dann bloß ja Wasser. Und dann eines Tages hat er das dann geprüft und kam dann höchste seine frühen, weißt du was? Er hat gelernt, wenn man zu den Planten redet, dass der bloß ja Wasser da ist. Und das funktioniert auch. Aber nächstes Eck, das mir feststellen, das Grüt, das was bloß ja an der gute Plante, der Wasser nicht bloß ja. Die früher sagte haben, dass man je nachdem, was verwirrt sind, dann wie das die Brücks war, der gute Plante nicht wieder Wasser. Das braucht dann eine andere wieder, das kann man das Grüt bloß ja Wasser. So, der hat vielleicht Pflege wie gebraucht, oder vielleicht allerhand groben Wortschatzen, den Ton nicht richtig weit, was aller. Also ja, der Wasser nicht, das wurde eigentlich nicht bestätigt, das was der erlebt hat. Was das funktioniert im Leben, wenn Planten und Menschen, Planten und Tiere besser behandelt werden, hat einen besseren Effekt auf den und die kommen besser vorwärts. Auf die Vibrierungen vom Reden, weil immer das funktioniert, da geht nicht auf Einzelheiten an. Aber alles, was wir mit Leib tun, das hat einen besseren Effekt auf den Menschen, auf die Tiere, auf die Planten. So, wir sollen die Sachen mit Leib tun, aber den größten Effekt geht nicht an die Planten, sondern auf mich selbst. Was für einen Effekt hat das? Ein Mensch, der guten Kontakt hat zu seiner Arbeit, was immer die Arbeit ist, dort, was er mit Leib tut, das hat einen besseren Effekt, wenn sein Charakter dann noch geformt wird und dadurch kann ein besserer Arbeiter werden. Ob das ein Gärtner ist oder ein anderer, die Sachen mit Leib tun, ist immer besser im Leben. So, wer ist das bei dir in der Arbeit? Das ist die Sache mit Leib. Wenn Sie haben das klar, die selbst Rede, den Ton aus der Hand, den Wortschatz aus der Hand, die kommt der Partner wieder raufkommen, die Planten wieder raufkommen, die Tiere wieder rauf, alles kommt wieder rauf. Wenn Sie das alles für sich gemacht hast, dann eins immer angenäht sein. Wenn es da Berne eins ein Groll ist, und das alles mit so angespannt, das kann ich einfach locker dahergehen. Wenn es da Berne zu sehr Kirkberne, das ist einfach da Berne zu sehr angespannt. Die Bibel sagt dann, dass alles, was wir tun, das hat einen Effekt irgendwann. So ist zum Beispiel in Galatas Kapitel 6, Vers 7 sagt es, alles, was der Mensch sagt, das wird er auch ernten. Also, wenn du gute Emotionen hast, gute Gefühle hast, dann musst du gute Gefühle sehen. Das hilft ja eins, der hat so ein Verbrechen da Berne, dass ich glaube, dass die kennen die ganze Zeit den anderen Damm sagen, und dass der Nächste den leben soll. So funktioniert das nicht. Ich möchte schlecht behandeln, ich möchte nicht einmal die ganze Zeit Grüt sehen. Und das möchte eins, wenn das ein gehöhtes Bäumelfleck Wasser hat. Da soll eins, wenn Tomaten verkommen, das funktioniert nicht. Ich will sie Trände sehen, und wenn das nicht richtig funktioniert, dann möchte ich das eins, wenn Arbüse anwachsen. Eins, wo fehlt da, ich werde erst da ausgehackt bei der Person. So, das, was du sehen das wirst du auch ernten. Zum Beispiel bei der Zitronen Arbüse, wie das sehr geht. Buttermelone, wie immer du das sagst. Aber bei den Kindern weiß eins hier alle nicht. Ich glaube, die wollen die ganze Zeit schlecht reden, schlecht über Gesellschaft und alles. Und dann möchte er nutzbare Menschen in die Gesellschaft kaufen, mit dem schlecht reden. Das funktioniert das nicht. Ich möchte meinen Partner die ganze Zeit sagen, dass das nicht ist, was er tut. Ich möchte aber, dass ich wirklich solche Schicht habe. Das funktioniert nicht. Dort, was du sagst, das wirst du auch ernten. Wenn es die Ernte, was du machst, hast, musst du gute Planten, die du gut behandeln. Musst du gute Tiere, die du gut behandeln. Musst du gute Menschen, die du gut behandeln. Die dort sagen, was du ernten musst, wenn es dafür merkt Gott sich verantwortlich. Aber nicht, wenn du glaubst, ich will schlecht sagen, möchte eins, wenn du gute Ernte hast, das funktioniert nicht, wenn es die Bibel einfach sagt, Gott kann nicht misshandelt werden. Gott ist verantwortlich dafür. Das, was du stresst, dort wird auch abkommen.